Ich hätte mal eine Frage und Band. Du hast nämlich gesagt im Interview, dass du nicht in eine andere Partei gegangen bist, wegen der Hypokrisie. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausdrücken? Ja, also ich hatte mich, Hashtag Happy Hypokrit. Ja, Hashtag Happy Hypokrit, ja. Ich habe mich wieder ein bisschen informiert, auf welche Partei ich sollte gehen, weil ich mich einfach politisch engagieren und ich wichtig fand, wenn an verschiedene Themen mal wichtig waren. Und wo ich ein bisschen so über die Landschaft geguckt habe, habe ich dann gesehen, dass viele Parteien etwas so im Nachhinein da nicht so machen. Und ja, da wurde ich einfach, habe ich mir gedacht, ja, zum Beispiel bei den Geringen, sie so ja, wir gehen eine Vorratsdatenspeicherung, das heißt, dass all den Handysdaten, dann können sie ohne gerichtlichen Beschluss 6 Monate speichern und gucken gehen. Und du und die Geringen hatten für rund 6 Jahre, wo sie nicht in der Regierung waren, groß gesagt, ja, wir sind dagegen, das kann nicht sein, hier und da. Und du hast einen geringen Justizminister da, den aber sagt, nee, Vorratsdatenspeicherung, die ist tipptopp, soll die losmachen. Das ist also Beispiele, oder die LADP, eine Arbeiterpartei, die am Freeport den Präsident stellt, als Arbeiterpartei, da eine Organisation zu unterstützen und noch zu leiten, wo es offensichtlich Steuern, für hunderte Steuern, den großen Geschäfte zu machen, wo nicht mehr, sagen wir mal, die reichen Leute hier Geschäfte können, das ist für mich einfach Hypokrisie. Dafür war ich ein bisschen so bei Piraten gerutscht. Weil die noch neu sind und die konnten noch nicht falsch machen. Ich bin der Meinung, dass das, was Piraten so auch genauso gemacht wird. Und du kannst einfach noch versichern, dass das, was hier im Wahlprogramm so auch genauso durch. Ich will mich dafür ersetzen, ja. Was an Chamber kommen. Wenn man schon mal kommen. Wenn man Chance dazu kriegen.